Merci, die durch die Stauen an Wand der gepackt für hinzukommen für Präsenz. Die Pressekonferenz hat ja gerufen, nicht mal Ziel für über den Koalitionsakkord zu spekulieren. Ich meine, verschiedene Sachen sind bekannt, andere Sachen, das mehr ich davon noch nicht. Aber wir werden noch am 29. November hoffentlich spätestens aber am 3. Dezember Gelegenheit dafür, am Detail auf ganz viele Sachen zurückzukommen. Von dem wird bekannt, dass also aber trotzdem vielleicht die Worte verlieren, wird positiv umsetzen, was die Verfassungsreform angeht, wo ich aber geplant, dass wir eigentlich dadurch von uns von anderen gefördert gehen, als eine breite öffentliche Diskussion hoffentlich auch wird stattfinden, von den Referenden, ob die ich auch nicht am Detail angehen. Wird auch geplant, dass das eine Überprüfung vom Verhältnis von der Kirche, von Kirche Staat. Allerdings, so wie man das bislang herausgefunden oder hören, ohne Trennung von Kirche und Staat, ohne eine laizistische Staat zu verankern, auch in der Verfassung, was dieser Meinung aber müsste geschehen, aber von Gehol, eigentlich auch sowohl die Grünen wie auch die LSAP dafür wären. Erstaunlich an dem Zusammenhang ist aber auch, erstaunlich noch nicht, die Reaktion von der Kirche, die Machtstrukturen do ein bisschen ugekratzt gehen, und die do wird mit schwerem Geschütz dagegen vorgehen. Erstaunlich do wennst, weil wie ein Index manipuliert gehen, als wie Trente gekürzt sind, wie festgestellt gehen, dass das alle feierte Stadt zu Lützburg Schwierigkeiten hat für Menschen vom Mund, die überhaupt mit sich machen, sie wird drinnen zu kommen, keine so eine Reaktion von der Kirche wären. Hallo, wo dem hier materielle Vierdeler geht, loget dann bemol reagiert. Für uns ist wichtig, dass in der ganzen Diskussion, und da ist eigentlich auch der Sinn, Herr Budget von unserer Pressekonferenz, dass den der Kirche gibt andere für die Lebensbedingungen von den Leuten, die zu Lützburg wohnen, erschaffen, mehr wesentlich Machtstrukturen, wie das anderen Finanzkapital, Banken, Wirtschaft und so weiter geschieht. Und die Machtstrukturen sehen aber so aus, wie wenn die relativ ungetascht gingen bleiben. Am Gegenteil, die Vertreter von diesen Machtstrukturen, die sitzen an den Verhandlungen dabei, direkt oder indirekt, unter ein paar Bayern, die rangehen, oder auch durch persönliche Präsenz an den Verhandlungen dabei. Ich will aber noch einen positiven Aspekt dafür streichen, dass als Förderung nur Veröffentlichung von den Innerlehren, die an den Koalitionsverhandlungen gebraucht gehen, noch von den Sitzungsprotokollen, dass man gesagt kriegt, die giffen dann nur die Verhandlungen, 3. Dezember giffen die veröffentlicht gehen. Am 3. Dezember, also 29. November, wissen wir nicht. Ich will daran erinnern, dass eine Forderung war, die wir schon 2004 und 2009 abgestellt haben. 1999 war sogar die LSAP hat das verlangt, 2004, 2009 waren sie nicht mit dem d'accord. Und wir fanden positiv, dass das soll veröffentlicht gehen. Ob das aber auch stimmt für die Sitzungsprotokolle von den Arbeitsgruppen, ob das auch stimmt für die Zusammensetzung von den Arbeitsgruppen, das ist nicht so klar. Ob schon gerade das für uns ein relativ wichtiger Aspekt ist. Der Koalitionsakkord besteht nicht aus einer Ansammlung von neutralen Maßnahmen, Mesuren. Das ist ganz klar, dass also eine Koalitionsdiskussion, dass da Interessengegensätze bestehen. Wie sich da durchsetzt, hängt aber schon zum Teil von der Zusammensetzung von den Delegationen auf. Zu Vertreter von der Finanzwelt, die da drin teilholen, auch andere Vertreter von anderen Lobbyismen, und die sind nicht einfach just Member von einer Partei und vertreten Allgemeininteressen, sie vertreten handfeste Interessen, die meistens partikuläre Interessen sind. Ich will auf das hinweisen, auf zwei Aspekte hinweisen von dem, was ein Ökonom Joseph Stiglitz gestroffen zu Lützburg gesagt hat, nämlich, dass die Interessen von den Investoren an Konsequenzen von denen hier Investitionen, von denen hier Politik, ob Kosten von der Allgemeinheit. Und hat das illustriert in einer ganzen Reihe Beispiele und Ungleichheiten, und Jugendchômage und andere Beispiele. Und hat ein anderes Beispiel gegeben, das mich auch frappiert hat. Und hat gesagt, dass an den USA
95% vom Reichtum, der von 2009 geschaffen ging, 95% davon als an Tasch von 1% von der amerikanischen Bevölkerung gegangen. An 99% sind praktisch Eidel ausgegangen. Und die 99% sind nicht nur Eidel ausgegangen, aber da sind die haben einen großen Teil, die haben herb Verluste an den letzten Jahren erlitten. Dafür ist für uns wichtig, dass die weiß, von was die schwätzt. Was sind Basisdonneien, auf die Koalitionspartner sich basieren, für hier Decisionen zu holen. Bislang bekannt sind am Anfang just paar Sachen, das sind Dokumente, die verschiedene Verbände und Koalitionspartner geschickt haben. Gefragt haben sie einen Notinformateur vom Komitee de Prävision. Aber wenn die Notinformateur vom Komitee de Prävision guckt, sind das hauptsächlich makroökonomisch Donneien über die Staatsfinanzen. Die aber, und das ist eigentlich klar, wenn man da durchguckt, hauptsächlich aus der Sicht von denen belegt gehen, die Zonen an der Finanz- und an der Wirtschaftswelt haben. Was die Sozialsituation von den Leuten allerdings angeht, so wissen wir nicht, wie weit dass denen hier Situation, die Donnerien, die denen hier Situation betrifft, an die Koalitionsverhandlungen do als offiziell Dokument damit rauflesen. Als zum Beispiel die Chambre des Salariés ein Rapport gefragt gehen über die Sozialsituation von den Leuten, die in Lützburg wohnen, erschaffen. Es sind Ungleichheiten und die Chambre des Salariés hat man vor kurzem nach Bayern gemerkt, wo sie auf soziale Ungleichheiten hingewiesen haben, die in Lützburg an ihren Eco-News, die in Lützburg zuhören, über 30 Jahre weg konstant zuhören. Egal ob die 5% oder die 5% oder die 30% und 30% für die Einkommenssituation guckt, den EK geht konstant auseinander. Aber wenn ich weiß, dass die EK auseinander geht, und man zum Beispiel 2012 einen Reallohn Verlust hatten von 0,3%, da wissen wir, dass 0,3% an der Moyenne wären. Wenn an der Moyenne 0,3% Reallohnverlust sind, die ewig, die gehen aber immer mehr reich und die verdienen immer mehr, 30% an die nicht immer mehr, da wissen wir, dass für einen großen Teil von der Bevölkerung der Reallohnverlust wesentlich mehr groß ist wie die 0,3%. Wenn wir wissen, dass 40% von den Städten in Lützburg überhaupt keine Steuern bezahlen, hat einen Teilchen von den Betrieben, das sind 80%, über 40% von den Städten, die überhaupt keine Steuern bezahlen. Man guckt in die Steuertabelle, wo ihr wisst, dass als schon Gesell mit einem sozialen Mindestlohn schon muss Steuern bezahlen, da wir sehen, was das heißt für die soziale Situation zu Lützburg. Wenn ihr wisst, dass zu Lützburg 46% vom geschaffenen Reichtum an Paie gehen, auf 54% an Reichtum, die 46% zu Lützburg, das aber am Moyenne von Europa 60% sind, die an Paie gehen, da weiß ich, was zu Lützburg Salariat 4 enthalten geht. Also weiter, also fort. Und ich bin froh, als sind die Donnerien da, wie weit sind die an die Koalitionsverhandlungen als Basisdokumenter mit Raggefloss, aber welche Konsequenzen sind daraus gezogen? Als Konsequenz daraus gezogen, dass die Ungleichheiten, die zu Lützburg konstant zuhören, dass das schon in eine Richtung muss entwickeln, dann hat das ganz klar Konsequenzen für die Politik, die muss gemerkt gehen. Wir haben aber die Impression, wie wenn das nicht der Fall wäre, wie wir just Basisdonnerien, die Finanzwelt, an die Wirtschaft hier gelöst hat, eine Rolle spielen, für das Koalitionsprogramm zu machen. Ein anderes Beispiel ist einfach der Chômage, wo der Komitee de Prävision a Politik konstant davon ausgeht, dass der Chômage in den nächsten Jahren wird zuholen. Also den Ziel von der Regierung für den Chômage auf so viele Jahre aufzuschaffen, so wie andere Donnerien geguckt gehen, für etwas zu ändern. Ich will ein Beispiel herausholen, das ist das von Europa. Ihr wisst, dass in Europa die europäische Politik, Sozialpolitik, und Wirtschaftspolitik, und Finanzpolitik, die monetaristische Politik in Europa, dass die von mächtigen Finanzen an Patronslobbyen dezidiert wird, die praktisch der EU-Kommission
Reglementer an Direktiven Texter fertig liefern. Es gibt den wahnsinnigen Lobbyismus an Europa für die europäische Politik zu bestimmen. Und dafür sind Vorgaben aus Europa, sind auch Vorgaben von den Lobbyisten aus der Finanzpolitik. An diesen Erwiesen müssen nicht am Ende von der Allgemeinheit. Ich meine, das ist auch ein Aspekt, den Stiglitz gut abgewiesen hat, dass d'Entreen an Europa von der Allgemeinheit, was die Ungleichheit geht, an die Finanzpolitik geht, dass die nicht durch die Politik von der EU-Kommission auch von der Europäischen Zentralbank gewährleistet ist. Bien au contraire, die Politik, die im Moment betrieben wird, bewirkt just, dass der Reichtum von den ärmen Ländern nach mehr auflässt, nach mehr an die reichen Länder geht. Ich gehe nicht auf den Detail von seinen Ausführungen von der an. An die Vorgaben hat sich rund um den Stabilitäts- und Haushaltskorrekturplan, den Europa vorschreibt, die wird nicht aufgestellt von der Regierung. Wir haben nicht gelesen, dass den aufgestellt wird. Die Gring haben den Merit gehabt, dass zwar nicht gegen den Stabilitätspakt, aber gegen den Fiskalpakt gestimmt haben, aber so ein Widerstand findet sich an dem, was wir im Moment gesehen, von dem, was dort verhandelt wird, nicht drin. Bien au contraire, Vorgaben, nicht mehr wie 60% Schuld, die sogar noch halbiert, für zu sagen, nicht mehr wie 30% Schuld, ohne dass erklärt wird, wie weit das der Fall ist, wissend, dass die Konsequenzen von der Politik an Europa, was die Ausgabenkürzung und die Austerität, Sozialaufbau angeht, desaströs sind. Es geht nicht geschwärzt von einer gemeinsamen fiskaler Sozialpolitik an Europa. Was schon eine Initiative müsste die mehr dringend wie je notwendig ist. Sogar die Finanztransaktionssteuer und das Herrschwert Nadoro Baragon wird aufgelehnt, das heißt, die rangnische Politik auf Wirtschaftsebene, auf Finanzebene wird weitergedreht, ob schon das sagt, was heißt, an genügend konzertiert Aktionen gemacht, wie zum Beispiel Finanztransaktionssteuer für Steuererziehung als übertriebene Spekulation für die zu bremsen. Und Gefahr ist die, dass den dort Vorgaben, wo auch zu Lützburg Politik an den nächsten Jahren, 5 Jahren, Gefahr lebt, dass sogar wahrscheinlich ist, dass sie zu den sozialen Ungleichheiten, dass die verschärft gehen an soziale Probleme beiwerten. Wir wollen das kurz und 6 Beispiele wollen wir das klar machen. Und das erste Beispiel, was das Herrsch behandelt, das Gestaltung vom Staat. Ja, was die Thematik angeht, den Justin Törpel hat es schon angedeutet, scheint es weiterzugehen an die Richtung, die auch die Regierung für drun angeschlagen hat. Und an dem Sinn Menge mehr, dass es relativ klar ist, was bislang so rauskommt aus den Verhandlungen, dass das wäre die Handschrift drohe für allem vom DP-Wahlprogramm. Für 2 Beispiele zu holen, den AAA von der Finanzwirtschaft wird geholt als Kriterium für die Lützeburger Haushaltspolitik. Den Treaty also Maastricht-Kriterien soen ganz klar, die Schuld darf nicht mehr wie 60% sein, hat 30% geholt, mit dem Argument vom AAA-Status. Und dann auch den Budget-Überschuss, nicht Defizit, von 0,5%, den sie sich als Ziel gesetzt haben, was unverrickelbar ist. Wie wann de Budget all Joer misst 0,5% positiven Sinn, also mehr Einnahmen wie Ausgabe, wollen sie für allem durch eine verschärfte Austeritätspolitik erreichen, das tun sie auch ganz klar gesagt, also durch eine Ausgabepolitik. Abspurungen an die Jahren 2015 bis 2016 von 1 respektive 1,5 Milliarden. Da wissen wir genau, was das heißt. Das vom Stieglitz just geschwert gegen den Stieglitz ist just konträr. An unserer Meinung auch muss eine wirkliche Reform von der Budgetspolitik gift bedeuten, erstens einmal öffentliche Ausgaben gezielt ausbauen, auf Platz zurückzuführen, ob man es auf verschiedenen Gebieten
Das verhindert nicht, dass auf Plätze gespürt wird, wie bei der Militärpolitik oder bei der Religionen oder beim Spitzeldienst oder so weiter. Aber gezielt ausbauen, mit Ziel für zum Beispiel zu investieren an die Wirtschaft. Ja? Wirtschaftliche Investitionen zu machen, Cargolux zum Beispiel. Am Kapital von Cargolux zu bleiben, aber nicht notwendig ist, das Kapital nach abzustocken. Für Wert als Wertränger Ursache soll ein chinesischen Investor do eine Minorität de Blockage kreieren an dem Ganzen, wiederholen das immer. Das ist ein zum letzten Staat für Politik zu machen, was den Logistikbereich angeht. Und dazu gehört nun eben Cargolux. Es kann ja nicht sein, dass das eine Gegenleistung ist für den Ausbau von der Finanzplatz auf der Renminbi, auf der Auslandswährung von China, die ja vor allem an die Fongenindustrie interessiert. Das wäre ein Beispiel, wie die Fongenindustrie die Realwirtschaft beeinflusst, wie Decisionen geholt gehen, was das Aktionariat angeht von einer großen Fluchtgesellschaft, eben durch Interessen von der Fongenindustrie. Da also eigentlich gilt es zu intervenieren. Wir haben noch immer gesagt, der Rentefonds, die 13 Milliarden, die es hier gibt am Rentefonds, die durch ganz Welt investiert gehen, sollen halt zu Lützeburg investiert gehen. Aber wir waren am Anfang afraid, wie wir gelesen haben, dass die LSAP die Forderung an ihrem Programm so überholt wird. Ja. Allerdings haben wir große Zweifel, ob sie sich auch so am Regierungsprogramm herumfahren. Und das wäre aber notwendig, für öffentliche Ausgaben gezielt auszubauen. Wir sind auch der Meinung, öffentliche Ausgaben sind zu Lützeburg gar nicht so hoch. Sie liegen bei 42% vom PIB, während sie am Durchschnitt in Europa bei 50% leiien. Muss ihn also, wenn will, von der Abhängigkeit von der Finanzplatz aufkommen, dann muss ihn auch an die Realwirtschaft wirklich investieren. Und das ist absolut notwendig. Das ist eine Priorität absolut von der neuen Regierung. Kein anderer wie den Gabriel Sügmann, den ein ganz interessantes Buch geschrieben hat, über die Rolle von Lützeburg an dem ganzen Steuerflussmechanismus, hat an einem Interview für kurzem am Paper Jam gesagt, Lützeburg müsste fortkommen von der von der absolute Abhängigkeit von der Finanzplatz. Luxembourg est capturé par la finance, wurde gesagt. Und dann hat aber andere Atuen, die kein Spiele lassen, an Hegi appellieren und die neue Regierung die andere Atuen spielen zu lassen. Das heißt, Leute, die am Fungel durchgestaltet gehen, so als die unproduktiv Lützeburg attackieren giffen, vertreten am Fungehol an ihren Außen und die eigentlichen Interessen von Lützeburg. Und froh als ob Finanzplatz, wie weit Finanzplatz das überhaupt noch mischt, ich komme darüber zurück. Eine gerechte Steuerreform anlegen, als den zweiten Teil von dem, was misst gemäht gehen. Da gibt es auch große Meinungsunterschiede, wenn man die verschiedenen Programme liest. DP schreibt, rundherum es gibt Steuerumfeld für die Unternehmen verschlechtert gehen, aber man soll das als Chance ergreifen. Das heißt, am Anfang hat gesagt, wir sollen Steuerdumping weiter betreiben auf Kosten von den Notbeschländer. An den Programmen von LSAP ergring von den teilweise einer Aussätze. Die spannende Frage, die sich stellen, da wird wenig kommuniziert nach draußen, ja, von denen die Koalitionsverhandlungen feiern. Die eigentlich spannende Frage, die wird dann Ende von der Woche müssen geklärt gehen, das ist die, wie weit eine gerechte Steuerpolitik gemäht wird, wie weit du umgesteuert wird, weil Eis schenkt, wie war Lützeburg sich immer mehr mit seiner Finanzplatz gibt, isolieren, wenn ich noch zum Beispiel so aussagen hört, wie das die Vermögenssteuer nicht immer gefordert gehen, weil das gegen die Interesse von der Finanzplatz verstößt, und die Interesse giffen daran bestehen, die besonders reichen Leute umzuziehen, gibt sogar einen Ausdruck dafür, nicht was individuelles Mengen HNWI in die genannt. Das heißt, die Interesse von einer ganz Party von ganz reichen Leuten dominieren auch über die Finanzplatzdiskussion, so gut Steuerpolitik zu Lützeburg, die Nationalsteuerpolitik zu Lützeburg, und da könnt die ganz froh internationale Steuerflucht dabei. Zinsbesteuerungsdirektiv, Kritiken
vom Gabriel Sügmann aus engem Buch, die ganz klar verschiedene Sachen nachweist. Die Nouvelle, die man kriegt und die letzte ist, dass ein OECD-Forum von 120 Ländern Lützeburg als ein von den Hauptsteuerparadiesen zusammen mit der Schweiz und mit den Kaimaninseln durchstellt. Das heißt am Fungeholl den Ausdruck von der Filière, die der Sügmann aus engem Buch beschreibt, wie Reichsleute hier suchen über die Schweiz, aniwwer die Lützeburg Investitionsfonds placéieren mat Telefon anonyme Gesellschaften, die zum Beispiel op de Kaimaninseln enregistriert gin. An Dommer da am Fongeholl och war Lützeburg seet 2015 kënde zum automatischen Informationsaustausch, bleibt immer nach zwei hauptsächlich Probleme bestoen, d'Anonymität vun de Placementer, an zweitens, dass die Investitionen an Aktien, an Dividende von den Aktien nicht besteuert gehen zu Lützeburg, aber zu Lützeburg de Gros von den Investitionen ausmachen werden. Da kommt noch dabei, dass es so neue Gesetze geschaffen gehen, wie das über das Fonds Patrimoniaux, wo man Projet de Loi Nummer 6595 vier Leihen hun den am Fonds geholt sieht, dass auch über so ein Instrument, was dann halt zu Lützeburg immatrikuliert, das können die Reichsleute anonym bleiben, wenn sie so platzieren, an das was sie rakkriegen, weder Zinsen sind noch Dividenden. Das heißt, über so ein Instrument gibt komplett die Zinsbesteuerungsdirektiv läuft gehen. An heier Euro so aussuchen, wo lo gemet gehen vom Herr Büttel, vom Herr Maisch, die soen Lützeburg muss eng normal Finanzplatz geben wie alle go, der für kein so Privilegien wie schärfe, kein Steuerfluchtsgelder mehr abritieren, dann müssen sie aber gleichzeitig soen, dass den dote Projekt de Loi die muss fort. An den werden mehr aufschärfen. Sonst mengen sind sie sich nicht konsequent an. Mehr Mengen überhaupt, was die heute froh nu geht, dass Lützeburg muss kooperieren bei der europäischen Diskussion über die Besteuerung von den Finanzprodukten und noch über die Administrativkooperation auf dem Gebiet. Sonst gehen wir ganz schweren Zeiten entgegen, weil Lützeburg ist Member von der Europäischen Union. Es kann nicht sein, dass Lützeburg Steuergelder von anderen großen Ländern rundherum bunkert und überall an der Welt platziert, ohne dass darüber Steuern bezahlt gehen. Das ist ein Aspekt von der Finanzplatz, auf jeden Fall, die muss verschwinden. Man holen mal die Interessen zu erkennen, ist, dass die neue Regierung sieht, sie gibt das machen, sie so nach Woche, sie gibt bei den Dividenden nach weiter hier große Widerstand machen, also sie gibt nicht nach entlang ziehen, muss ich gesehen, was in Richtung gerade konkret geht, das gibt man gewohnt, wenn wir das Programm viergestellt kriegen. Den zweiten Punkt, das Kommensgestaltung von den Städten, von den Leuten, auch die schaffen gehen, wo sicherlich Lohngestaltung eine Rolle spielt, wo Mindestlohn eine Rolle spielen. Wir sind der Meinung, dass der Mindestlohn müsste drastisch gehoben gehen, weil der Netto-Mindestlohn unter der Armutsgrenze leidet. Zu der Einkommensgestaltung von der Stadt stellt sich natürlich auch die Frage vom Index, wo sich auch ganz unterschiedliche Sachen angekündigt sind. Aber wo am Anfang die drei Parteien sich ja da eins wären, dass solange wie die Krise ging undauern, den Index soll auf eine Tranche pro Jahr begrenzt sein. Was das heißt, Krise undauern, das ist aber nicht ganz klar definiert. Den bisherige Wirtschaftsminister Etienne Schneider hat mal gesagt, da müssen die makroökonomisch Inbalances-Faktoren gucken aus Europa. Und das ist ganz komisch. Da sind Subjektivfaktoren dabei, wie wenn Nominallöhne an die Luft gehen, müssten Index aufgeschafft gehen. Also, wie gesagt, da kommen noch eine ganze Reihe Sachen dabei zu, wo man wirklich schon nicht einen Kaffeesatz lesen, aber was trotzdem ein wichtiges Gebiet ist, da kommt es Gestaltung von den Städten, auch die Aufgaben, Steuergestaltung, Sachen, die sich ergänzen. Ein drittes Gebiet, was hier wichtig ist für die Zukunft von den Leuten, die in Lützeburg wohnen, erleben, das sind öffentliche Denkschlichtungen. Ich will einfach 3 Beispiele herausgreifen. Kannerbetreiung, weil gesagt gehen, Kannerbetreiung während der letzten Zeit quantitativ immens viel geschieht. Den Form ist weitergefordert gehen, das begrüßen wir.
Zweitens, als gesund geht, bis nur an Qualität von der Kannerbetreibung investiert gehen. Das ist wirklich ein dringendes Bedürfnis um Terrain, was die öffentliche Schule angeht, soll eine Schule von der Inklusion weiter gefordert gehen. Wir sind der Meinung, wir brauchen effektiv eine Schule für jeden. Es sind aber eine Reihe Maßnahmen am Schulgesetz von 2009, die dem widersprechen. Zum Beispiel die Kontingent, den im Moment immer mehr Gemeinden nicht mehr erlaubt. Wir können eine Schule für jeden zu machen, eine Schule von der Inklusion. Ähnliche Probleme gibt es am Gesundheitssektor, wenn ihr guckt, wie Konditionen sind an die Spitäler, auch von den Notaufnahmen und so weiter. Wenn ihr das alles unter dem Strich guckt, wir sehen, dass eigentlich müssen an öffentliche Denkrichtungen investiert gehen, dass da wirklich dringend zusätzliche Mittel gebraucht gehen. Aber wie wird das aber kompatibel, dass man der Politik von Einschränkungen, von Spuren als fragwürdig dafür als von öffentlichen Denkrichtungen für uns einen wichtigen Aspekt, den wir ganz genau werden am anbehalten. Ein ähnlicher Punkt, ich merke Ihnen dann mit 60 Jahren, als die Frage vom Wohnungsbau, auch um Wohnungsbau schwätzt DP davon auch für die Märkte umzukurbeln oder geht darum, für just mehr Bauland zur Verfügung zu stellen. Wegen Rolle sollen Gemengen dabei spielen, wegen Mittel kriegen sie. Unter dem Strich stellt sich, was der Wohnungsbau angeht, kriegt der Markt den nicht fertig spricht für Wohnungen, Wohnungen zu einem annehmbaren Preis zu gehen, kriegt der Markt den Wohnungsbau entzogen oder geht der Wohnungsbau den Markt los. Auch das sind wesentlich froh für die Situation von den Leuten, die zu Lützeburg wohnen, erschaffen, auch vielleicht mal wollen wohnen, an Moment Möglichkeit nicht dort zu holen. Die zwei anderen Punkte, die die Session angeht, die trifft Sozialpolitik und Arbeitsrecht, und da kommen wir zu den Konklusionen. Ja, wir sollten als die politisch geduldige App steht aber schon fest, dass soll Dachspurungen für allem über den Weg von den sozialen Transferen kommen. Aber dabei wissen wir aber, dass ohne die sozialen Transfere gibt es nicht ganz viel Working Poor hier am Land gehen. Ziffern sind noch schon genannt gehen. Dabei, also ich denke, publiziert die von der Chambre de Commerce, die will die Sozialtransfere begrenzen. Sie möchte doch eine ganze Reihe von Rechnungen. Wir freuen uns, ob das, was die neue Regierung will, sich auf die Rechnungen berieft oder nicht, oder ob sie sich da berieft. Aber auf jeden Fall, du also ein bisschen den medianen Lohn von 2.700 €, das ist der mittelste Lohn. Wobei so viel Lohn dann drinnen leihen wie drüber leihen, das ist der mediane Lohn bei 2.700 € soll leihen. Das gibt unserer Meinung nach, wenn Sozialtransferen darüber heraus ganz aufgeschärft gehen oder stark reduziert gehen, gibt das einen Abschnitt bedeuten an, da kommen Situationen, wo ganz viele kleine und mittleren steht hier am Land. Wir wissen, dass auch schon gesagt ging, dass das über den Weg von der selektiven Sozialpolitik soll geschehen. Das heißt, es sollen nicht die etwas kriegen, die wirklich etwas brauchen. Dann, das ist am Anfang eine Armutspolitik, die dann gemäht wird, dann nicht mehr eine universelle Sozialpolitik, die auf der Solidarität von den Leuten alle gut, die schaffen gehen, beruht. Das ist eine große Diskussion, die zu feiern ist. Da können ich mehr los schon als ein Widerstand gegen überhaupt Tendenz von so einer Ausrichtung, das stark kritisiert die von den Gewerkschaften, dass 2006 bei der Diskussion um Tripartit, als das von den großen Themen gewesen. Ich erinnere mich daran, dass der Jean Asselborn mal gesagt hat, das wird Sozialpolitik vom 21. Jahrhundert. Da hat den Juncker Demos die Notionen durchgesetzt an der Regierung, dass zum Widerstand von den Gewerkschaften kommt, dass viel Abklärung kommt über das, was Sozialselektivpolitik bedeutet. Caritas hat zum Beispiel Kritiken an dem Konzept ausgeübt, sodass das mengenlich eng von den großen Fragen wert sind, die in Zukunft an der Diskussion werden stehen, wo mehr auch als Rolle werden spielen, für das zu kritisieren, für zu sagen, den Sozialstaat, so wie wir ihn kennen, mit gleichen Rechten für die Leute alle gut, also im Prinzip das richtige Modell, weil nur auf der Solidarität von den Leuten beruht. Rentendiskussion müssen wir noch gucken, was dabei herauskommt. Wir fanden schon, dass die erste Etappe zu weit gegangen ist. Sie wollen einen zweiten dabei haben.
mehr mengen dass für die Sturm oder Problem soll von der Finanzierung Gesicht gehen Kotisationen die schon feiert schon mir erhecht gesehen da wese wo das Problem dann eventuell an Zukunft denke ugesiedelt wird sind wo noch kann gelesen gehen Erbisrecht weitere große Punkt Sie haben 3 Sachen, die immer am Schossfeld stehen von so den Patronsorganisationen. Das sind die Sozialtransferen, sind Lehn an das Derbisrecht. Und da wird die große Frage, die sich stellt, als wie geht es Koalition mit den kollektiven Derbisrechten was Personaldelegationen angeht, Matbestimmung, also Kollektivvertragsrecht, Streikrecht und so weiter. Und wie geht es am Kündigungsschutz? Geht er verschlechtert, wie es am DPS-Programm steht, oder geht er verbessert, wie es am LSAPs-Programm steht? Auf jeden Fall wird mehr an der Diskussion, denke ich, ob ein Gesetzesvorschlag kommen, den darauf hin tendiert, für unbegrenzte ökonomische Entlosungen zu verhindern an Betriebe, die Gewinner machen. Das wird ein großer Beitrag sein an der Diskussion über Derbisrecht an Zukunft. Voilà. Bemerkungen zum Aufschluss, wo die sich stellt, in all den Gebieten, die wir illustriert haben, die wir da abgelöscht haben, als Film Interesse überweihen bei all dem. Am DP-Wahlprogramm wäre es klar, von den die lest, wie sie wegen Interesse dazu überweihen und DP als gestärkt gehen. Der LSAP hat nie an der ganzen Diskussion während der Wahl klar gesagt, was wird dominieren. Die Politik, die sie gemacht haben an der Regierung, die auch bereit eine neue Regierung zu machen oder der Versuch, für mehr linke Wahlprogramm zu machen, die sich klar auf einen Reihe Punkten aufgegrenzt wird von dem, was Fedron an der Regierung gemacht kriegt. Und der LSAP als geschwächt aus der Wahl nach Viergang. Auch bei den Geringen war vieles Punkte Sozialpolitik unklar, also sind auch geschwächt aus den Wahlen auf Viergang. Auf die Reise ist wichtig, dass die Klarheit tut. Dass die Klarheit tut, was Basisdokumente sind, auf denen die Koalitionsprogramme basiert, dass die Klarheit tut, wen an den Arbeitsgruppen da sitzt. Wir brauchen von den Leuten, die an den Arbeitsgruppen sitzen. Wir brauchen Transparenz an der Hinsicht, und wir werden noch dranbleiben. Gestern so den Formateur Xavier Bettel, sie wollten ein relativ präzisen Koalitionsprogramm ausschaffen. Ich hoffe, dass wir in eine Situation kommen, wo 5 Jahre überhaupt nicht mehr diskutiert werden. Ich hoffe, dass wir Gestaltungsspielraum behalten, dass wir Gestaltungsspielraum behalten, sowohl für die Member von den Parteien, von den Grünen, von der LSAP, von den sozialen Kräften, Organisationen an der Gesellschaft, wie auch Gestaltungsspielraum behalten an der Chamber. Und das auch auf den sozialpolitischen Fragen, auf den wirtschaftlichen Fragen, nicht nur auf den Gesellschaftsreformen. Weil auch ein Punkt der Gesellschaftsreformen hatte ich am Anfang gesagt, dass die zaghafte Überprüfung von Verhältnis Kirche-Staat, Verfassungsreform, wie weit das geht die laizistische Staat an der Verfassung verankert. Wie ist man im Rolle von der Monarchie? Könnte eine breit öffentliche Diskussion wie die Movement Ökologique da zum Beispiel fördern, über die Bürgerbeteiligung, über die Referenden raus, an wie die Referenden sollen gestaltet werden, was Rechte sind von den verschiedenen Leuten, die eine Meinung haben zu einer Frage beim Referendum, könntet dort so, oder sind das hauptsächlich mal Sachen, die affichiert gehen und die an der Realität ganz anders aussehen, so wie man das beispielsweise in der Stadt Lützeburg mit dem Bürgermeister Xavier Bettel alltag erleben. Und da stellen sich auch Fragen, wie gesagt dann eine wirklich verbesserte Kontrolle von der Regierung durch die Chamber aus. Auch darüber muss diskutiert gehen. Und nicht zuletzt muss darüber diskutiert gehen, wir konnten noch gesagt, wie eine Bereitschaft dafür darüber zu diskutieren, was sind Rechte, die Elementarrechte von einem Deputierten an der Chamber überhaupt. Also so, dass an der nächsten Legislatur just CSV voll Rechte hat als Oppositionspartei, an die anderen Parteien nicht. Weil im Moment ist es so, dass den einzelnen Deputierten just ein Fünftel Recht. Muss sich zu 5 summen, die für ein Vollrecht als Deputierten zu holen. Und wenn das beibehalten gehen, das wäre wirklich eine Armut für als Debatten an der Chamber an der nächsten Zeit. Mir wurde gesagt, da gibt wahrscheinlich in anderen Wege angeschlagen. Wir haben bis noch keine Konfirmation, dass auch die Elementarrechte von den Deputierten, gerade so geht wie die von der Chamber, wie sie von der Regierung, dass die gingen effektiv dass die von ausgebaut gehen an dem dort sind. Bon, das ist, was mir alle wollte so, nur zu wäre froh.